das Thema Werden vom Leben, das hat mich eigentlich schon als kleiner Gielgänger interessiert, oder als junger Giel habe ich dem nachgeforscht, und ich habe gern, auch die Vorträge, bei uns hat es aber den Richard Wiskin noch gegeben, hat aber die wunderbaren Vorträge gehabt und der so geliebt mit seinem kanadischen Akzent, wenn er probiert hat, vom Wort Gottes her auch zu erklären, wie das eben die Entstehung von der Welt sonst noch hätte passieren können. Nicht das, was wir ja in der Schule hören als Theorie, sondern vom Wort Gottes her. Und es ist so spannend, jetzt unsere Kinder, die kommen immer wieder auch von der Schule her und sagen mal so etwas. Sagen, ja, da die Fischchen, die hat zuerst so geschnauft und dann so. Und dann sage ich, ja, das ist so eine Erklärungsmöglichkeit, aber es gibt eben noch einen anderen Zugang zu dem. Und es ist mir bewusst, dass unsere Bibel ist nicht ein wissenschaftliches Buch in dem Sinn, dass sie uns erklärt, wie das ganz genau gegangen ist und alles zusammen. Das ist nicht wissenschaftlich, sondern das ist glaubensmässig. Aber ich glaube, wir haben einen grossen Gott. Und wir haben einen grossen Gott, der Sachen augenblicklich verändern kann. Und ich glaube, das ist das, was wir gerne auch vergessen. Und mir hat das auch gut gefallen. Wir haben es nicht abgesprochen, Tamara und ich. Aber sie hat mit diesem Baum das Leben. Etwas darf entstehen vor unseren Augen. Und wenn ihr jetzt hier das Wort ein bisschen studiert, das ist eben Johannes. Es ist vielleicht nicht gerade das Buch, das man an einem Neubekehrten gerade empfiehlt, für zuerst zu lesen, weil gerade so mit dem Wort und am Anfang und komisch und was ist jetzt da zuerst und was will er überhaupt sagen? Aber ich glaube, es ist da ganz viel tiefe Wahrheit schon gerade in diesen ersten Versen. Also man sieht, es ist sehr dicht. Man könnte das vergleichen, wie wenn man Fleisch anbratet und nachher gibt das daraus einen Fond und nachher macht man eine Sauce daraus. Und dass es eine gute Sauce ist, dann müssen wir sie einköcheln. Und ich habe das Gefühl, das, was uns der Johannes präsentiert, das ist wie eine gute, köstige Sauce. Wenn wir die drei Begriffe Wort, Licht und Leben, wo der Text davon dominiert ist, würde ich nehmen und sie probiert in eine Reihenfolge zu setzen. Wenn ich jetzt das dir einfach würde sagen, tu mal Wort, Licht und Leben in eine Reihenfolge setzen, wie würdest du spontan machen, ohne dass du jetzt da drauf schaust? Mach mir eine Reihenfolge. Licht, Leben und Wort. Was ist zuerst? Was braucht es, dass wir reden können? Was braucht es, dass das Leben entstehen kann? Leben, Licht, Wort, würdest du sagen? Ja gut, das kann ja auch möglich sein. Ich habe mir so überlegt und habe gedacht, ja zuerst braucht es Licht, oder? Zuerst braucht es Sonnenlicht. Die Baum braucht Licht, dass er wachsen kann. Bist du einverstanden mit mir? Aber es wäre jetzt noch spannend, ein bisschen darüber zu diskutieren. Aber ich habe mir so überlegt, zuerst das Licht, nachher das Leben und erst durch das Leben wird ja Kommunikation möglich. Aber hier der Johannes, der scheint alles wieder einmal auf den Kopf zu stellen, indem er sagt, am Anfang war das Wort gewesen. Im ersten Buch Mose lesen wir, die Erde war wüst und leer gewesen. Und dann hat Gott angefangen zu reden. Im Reden tut er seine Gedanken offenbaren. Unser Gott ist nicht ein Gott von Geheimnis. Wir haben gestern am Abend zusammen den Film geschaut von Esther auf Bibel TV. Und mich hat das neu auch fasziniert. Der Gott, der offenbarend ist, der Gott, der sich zuwendet, der Gott, der nicht geheim bleiben will, der Gott, der erlebbar ist. Und mir hat es interessant gedacht, dass der Gott redet, bevor er Menschen hat. Also er hat nicht zuerst Menschen gemacht und nachher hat
hat er dazu angefangen zu reden. Weil er jemanden hatte, den er mit ihm reden konnte. Nein, es geht eben darum, dass die Gedanken Realität wurden. Mein Vater, das ist jemand, der ist nicht ein grosser Redner vor Leuten. Aber der hätte einmal hören sollen, wenn er im Stall war, dann hat er auch eine wunderbar grossartige Rede geschwungen. Und dann ist man rausgegangen und da war niemand. Der war alleine. Und er hat dann manchmal die Mutter gesagt, so, also, was bewegt dich denn, was siehst du denn, was willst du denn? Und dann ist er still geworden. Das hat er irgendwie im Gegenüber Schwierigkeiten gehabt. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auch geerbt habe, wo man immer wieder Mühe geben muss, meine Gefühle auch zu formulieren, zu sagen, wie es um mich steht. Und das ist nicht so einfach. Aber unser Gott, der kann das. Unser Gott, der tut uns seiner Gedanken kund. Es ist eben mehr als nur keine Gedanken kundtun, sondern das Wort, das Logos, was hier im Griechischen heißt, das ist eben ein personifiziertes Wort. Wenn wir im Johannesevangelium weiterlesen, dann werden wir feststellen, dass sich das Wort auf Jesus bezieht. Man könnte in diesem Fall sagen, Jesus ist der hör- und sichtbare Gedanke von Gott. Er zeigt uns, wie sich Gott dieser Welt zuwendet. Und ohne diese Zuwendung kann nichts entstehen. Ohne die Zuwendung von Gott zu dieser Erde kann nichts entstehen. Nicht am Anfang der Geschichte und erst recht nicht in unserer gefallenen Schöpfung. Ich staune immer wieder, wie so weltliche Machthaber grosse Reden schwingen können. Und das sind dann die manchmal schon Reden, die in die Geschichte eingehen. Oder jetzt ist ja der Gorbatschow gestorben. Und heute Morgen haben wir wieder, es ist ein Wissen für Angeber, oder? Habe ich gesagt, eben, wer zu spät kommt, dann bestraft das Leben. Das soll der Gorbatschow gesehen haben. Dann hat meine Frau natürlich gesehen, sie hat die Zeitung gelesen. Ja, aber du weißt, dass das falsch ist übersetzt worden. Das heisst eigentlich, das hat eigentlich der Gorbatschow gar nicht so gesehen. Aber eben, das sind so grossartige Worte, die da gesehen wurden, gerade in diesem Zusammenhang. Oder jetzt auch wieder, die grossen Machthaber, sie probieren grosse Worte zu formulieren, aber was kommt raus dabei? Was können sie damit schaffen? Gottes Wort ist in Jesus Christus lebendig geworden. Es ist nicht nur eine grossartige Rede geblieben. Gottes Wort ist in Jesus Christus lebendig geworden und er hat für uns eine Perspektive geschaffen, für einen Neuanfang. Für einen Neuanfang. Immer wieder, wenn wir anstehen, wenn wir nicht weiter sehen, er schafft eine Perspektive für einen Neuanfang. Das wäre jetzt die Botschaft vom Baum weitergeführt. Der Baum ist nicht verdammt, so zu bleiben. Wie in Jesus Christus ist eine Perspektive für jedes, für einen Neuanfang. Und ich glaube, das ist ja wunderbar, dass wir heute Morgen in Belinda so dürfen segnen. Der Segen ist zugesprochenes Wort Gottes, heute zu der Belinda im Speziellen, für eine Perspektive für ihr Leben. Das könnte immer Angst machen. Es könnte immer Angst machen, Kind zu haben in dieser heutigen Zeit. Aber es ist gut, wenn wir sie eben unter das ausgesprochene Wort Gottes, unter ein Segen von Jesus Christus dürfen stellen. Mir ist im Nachdenken über diesen Text also die Chaosforschung in den Sinn gekommen. Chaosforschung ist etwas, da tut man zum Beispiel den Rauch untersuchen und man stellt fest, dass eine kleinste Veränderung in der Ausgangslage, also wenn sich nur etwas ganz wenig verändert, dann kommt es ganz anders raus.
Also ihr könnt zum Beispiel unter ängstlichen Fall schauen und da kommt das Wasser gäng gleich oben nach. Aber ist euch das auch schon mal ausgefallen? Das spritzt auf alle Seiten und man kann nie sagen, wenn kommt es jetzt so. Ich bin mit der Judith kürzlich drunter gestanden und hat sie gesagt, ja, aber es hat ja eine gewisse Gleichmäßigkeit. Aber ich habe gesagt, du kannst nie sagen, wenn das jetzt wieder ein Spritzer rauskommt. Das ist so, wenn sich ganz kleine Details am Anfang verändern. Das merkt zum Beispiel auch die Wetterschmöcker, oder? Gestern gezügelt und dann ist es darum gegangen, Regenjacke, ja, nein. Und der Bauer hat gesagt, sein Wetter-App sage ich ganz klar kein Regen. Wir können also die Jacke gut ins Auto geben. Und dann habe ich gesagt, ja, dein Wetter-App, aber mein Wetter-App sieht, es kommt jetzt dieser Stunde noch gewittern. Mein Wetter-App hat recht gehabt. Genau. Aber das merkt, wie können wir das, eben, wir probieren etwas zu formulieren, man probiert etwas vorauszusagen. Und das ist mir sehr stark in dem entgegengekommen vom Johannes. Es ist nicht vage. Es ist nicht, vielleicht kommt es dir so oder vielleicht kommt es dir nicht so. Sondern der Johannes sieht hier ganz präzise, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es ist eben nicht willkürlich, es ist nicht Chaos-Forschung, sondern der Sohn, das Wort, Jesus Christus, er entspricht zu 100% am Willen von Gott. Und der Gott ist zu 100% verlässlich. Ich glaube, das ist etwas, was wir mitnehmen dürfen. Wisst ihr, ich habe nicht keine Fragen an diesen Gott. Es ist nicht so, dass ich alles verstehe, was der Gott macht. Dass alles immer nachvollziehbar wäre. Ja, ich habe manchmal wirklich Mühe, dass Leute eben grosse Reden schwingen können, Machthaber sein, können Leute plagen. Und andere, zum Beispiel eine Mutter von Kind, die gefordert ist, die gebraucht würde, die stirbt an Krebs. Das kann ich nicht verstehen. Und gleich habe ich mich an dem fest, unser Gott ist 100% verlässlich. Und was Jesus Christus wirkt, entspricht 100% am Willen von Gott. Es ist schwierig, manchmal etwas zu sagen. Ich kann heute Morgen auch nicht garantieren, dass ihr mich 100% versteht. Weil es ist menschliches Wort. Vielleicht ist zwischen dem, was ich sage, und zwischen dem, was mein Mund verlässt, gibt es vielleicht auch noch einen Unterschied. Aber ihr dürft wissen, bei Gott, das Wort ist bei ihm und das Wort ist Gott. Das heisst, das Wort ist 100% deckungsgleich mit Gott. Jesus Christus entspricht 100% am Vater. Und jetzt können wir schauen auf das Zeugnis von Jesus, was er gemacht hat auf dieser Erde, für zu verstehen, was das Wort ist. Es ist ordnendes Wort, weil es eben einen Neuanfang möglich macht. Wenn man an einem Ort neu anfängt, zuerst einmal sortieren, ordnen. Es ist liebendes Wort, weil er sich uns zuwendet. Und es ist befehlendes Wort, weil es Leben gestalten will. Und ich habe mir so überlegt, ja, was macht das mit uns, das Wissen? Was sind unsere Sorgen für den Alltag? Habt ihr Angst, dass der kalt wird nächsten Winter? Dass der Strom ausgehen könnte? Was ist der kommende? Ja? Was sind unsere Sorgen? Und das ist mir wieder einmal gross geworden, auch beim Vorbereiten. Ich dachte, das Wort Jesus Christus, 100% identisch mit Gott.
das war gut im Himmel. Das ist etwas, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So ein cooles Miteinander, könnte man sagen. So eine Einheit, so eine Verbundenheit. Und der Jesus Christus, das Wort, hat der Himmel verlassen und ist auf die Erde gekommen. Und unsere Gesellschaft macht sich Sorgen, ob sie jetzt nächsten Winter in der Stube 20 Grad haben oder nur 19 Grad. Aus diesem Wort heraus kommt das Leben. Was ist das Leben, das aus dem Wort heraus entsteht? Es gibt verschiedene Weltanschauungen. Zum Beispiel im Buddhismus, dort wird gelehrt, dass das Leben nur eine Einbildung ist. Alles Leben ist Leiden. Und wenn du das Leiden überwinden willst, dann musst du dich von dieser Einbildung Leben befreien. Oder alles ist irgendwann aus einer Ursuppe vorgeploppt. Nein, alles was ist, kommt ins Werden durch das präzise Wort. Darum kann es außerhalb von Jesus auch kein Leben geben. Aber das ist genau das, was der Find Gottes probiert. Das ist schön, wenn es lebt. Das ist schon gut. Das probiert der Find immer wieder. Gegenleben aufzuzeigen. Ja, schau, da ist doch viel besser. Da fängt es viel mehr. Da ist viel mehr. Und was willst du überhaupt? Und was willst du mit dem Glauben? Das schränkt doch nur ein. Ja, die Judith hat eine ganze Litanei gelesen, was alles Gefährliches aus dem Leben. Und wir wissen schützen, die Belinda. Und ja, das ist doch alles zusammen, alles, was Spass macht, oder? Im Postauto auf der Unterlangenegg hat einmal ein Teenie-Mädchen gesagt, weißt, alles, was cool ist, ist verboten. Nein, das ist aber genau nicht so. Ich lebe, das ist das Leben aus der Fülle und alles andere ist nur Kopie. Das ist nur schlecht abgezeichnet. Das ist nur nachgeäffet. In Jesus Christus kann Leben entstehen und wahres Leben gelebt werden. Und das Leben, das kann auch als Lebenskraft verstanden werden. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Schöpfungsbericht. Ja, man könnte sagen, ja, aber dort hat doch auch Gott zuerst Licht werden und nachher ist daraus, oder ist nachher erst das Leben gekommen. Ja, das stimmt. Aber Gott hat das Leben, Gott hat das Licht nur schaffen, weil er eben Leben war. Weil er das wahre Leben war. Die göttliche Lebenskraft macht das Leben möglich. Diese Lebenskraft entspringt aus einer versöhnten Beziehung von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und das ist auch das perfekte Beispiel für Frieden. Und so werden wir auch feststellen, Frieden und Leben gehört eben auch wieder zusammen. Wenn es uns gelingt, uns durch das Wort Jesus Christus in unserem Sein zu prägen und seine Versöhnung in unserem Leben zu spiegeln, dann wird unser Leben wirklich lebendig. Und dann kommen wir dann zum Dritten, und das ist das Licht. Warum resultiert das Licht aus dem Leben? Und da ist mir sofort der Vers in den Sinn gekommen aus Matthäus 5,14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Der seid das Licht von der Welt. Der macht die Welt hell, weil wir das Leben in uns haben. Und wenn wir merken, dass sich dort etwas beißt, dass in meinem Umfeld mehr tot ist, sage ich jetzt, oder es nicht so lebt, dann fragt mich doch, wie bin ich mit dem Jesus unterwegs? Wie bin ich mit dem Jesus unterwegs? Richte ich mein Leben nach ihm aus?
nehme ich ihn als Teil in mein Leben ein, dass es lebendig werden darf. Und ganz wichtig, wir sind nicht einfach sterile LED-Lämpchen oder Neonleuchter. Einmal mit dem diskutiert wegen dem Trittofen. Jetzt im Pfarrhaus auch so einen herrlichen Trittofen. Ich liebe das. Und es ist nachweislich, aber man weiß nicht wieso, dass das viel die gesüngere Wärme ist, wenn ihr ein Elektroöfen einstellt. Irgendwie hat das andere Wellen, aber man hat das noch nicht herausgefunden. Und dann habe ich gedacht, wieso ist Wärme, Licht von Holz oder von einer Kerze, warum ist das viel etwas Angenehmeres, wenn ihr einfach so ein super Scheinwerfer? Weil es eben Energie ist aus etwas Lebendem. Energie, die aus dem Leben rauskommt. Licht, das aus dem Leben rauskommt. Man könnte sogar sagen, das Licht steht am Schluss, weil eben die Energie aus etwas lebendig Gewachsenem stammt. Also wenn wir es jetzt auf das Holz nehmen. Also am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, das war zusammen, das hat zusammengehört. Und durch das Wort ist das Leben gekommen. Und durch das Leben ist das Licht gekommen. Lass das Wort von Jesus in deinem Leben wirken und lebe das Leben im Licht. Und wir haben uns gefragt, wie kann man denn das machen? Und ich habe hier ganz schwach im Hintergrund, das ist ein orthodoxer Jude. Da hier haben wir einen Leuchter und hier haben wir das Wort. Das ist ja ganz spannend, dass das bei den Juden so zusammengehört. Also das Wort. Und wisst ihr, wie die Bibel lesen? Laut tun die Bibel lesen. Also es war ganz spannend, wir haben sie ja wieder im Nachbarhaus gehabt, die Synagoge wieder im Kirchgemeindehaus eingerichtet. Und die Fenster auch offen gehabt, auf alle Richtungen. Und nebendurch bist du das Wort Gottes laut gelesen. Und immer. Und ich glaube, wenn wir etwas tun wollen, dass das praktisch darf werden, nehmen wir doch das Wort Gottes und tun es laut lesen, dass es darf lebendig werden, dass wir das verinnerlichen. Und ich glaube, das ist auch etwas, oder wir haben so viele Neuigkeiten. Und dann weisst du gar nicht, wer ist jetzt gestorben? Ist noch jemand gestorben heute? Der Gorbatschow. Ja, genau. Hast du schon fast schon mal vergessen. Aber wenn wir gute Nachricht, Evangelium haben und wenn wir das meditieren und laut lesen, im Auto an die Windschutzscheibe heften, dass man es während dem Autofahren reden oder irgendetwas. Also man kann es ein bisschen jungen natürlich. Ja. Gut. Oder ein Lied singen. Das ist ja so wunderbar, wenn Wort Gottes eben in einem Lied verarbeitet wird. Und das wird Auswirkungen haben, da bin ich ganz fest davon überzeugt. Lass das Wort Jesus in deinem Leben wirken und erlebe das Leben im Licht. Amen.